Gut, ich kriege jetzt immer von dem Mann, kriege ich ja jetzt immer hier die Zeitung, die Bild am Sonntag. Ich hole mir die ja nicht mehr am Sonntag. Das finde ich ein unverschämter, die 1,50 €. Ja, Wettmafia. Das ist direkt ein Titelthema. Wundert mich, dass der Robert Enke nicht mehr Thema ist. Ne? Aber wahrscheinlich ist das jetzt interessanter, ne? Wenn man jetzt hier die Leute auflistet. Mehrere Spieler, möglicherweise bringt sich von denen ja auch noch einer um. Ne? Die haben sich manipulieren lassen. Das ist die Wetterei. Das ist das verdammte Geld. Der Guido Westerwelle wollte in Moskau keinen Wodka trinken. Tja, ich hätte eher verstanden, wenn mit dem Guido Westerwelle keiner den Wodka trinken möchte. Ich hätte ich auch nicht gewollt. Ne? Guido Westerwelle, Amtskollege, läuft er in Russland rum. Ne? Bin ich immer noch nicht mit einverstanden, dass der für Deutschland jetzt in der Welt rumläuft. Ich weiß es nicht, weil man hätte wieder die 18 Nummer der Show. Ne? Das ist nicht normal. Ja, der muss sich ja beweisen, der Mann. Ne? Wer ist das hier für eine Eierkorb? Ach, der Wolfgang Schäuble. Mein Weg nach Mekka, ja, weiß ich nicht, weil ich in Mekka verloren habe. Ne? Die nackten Füße auf den Marmor, die laufen da alle rum. Das ist ja, hat ja auch alles was mit Schweinegrippe, Ansteckung zu tun. Ich täte das nicht da mit denen. Ich meine, gut, das ist für die Leute wichtig, ne, dann am Mekka. Wir gehen ja auch nach Karneval. Ne. Die Unruhestifterin Erika Steinbach, ja, der hätte auch nicht mehr all die Frauen. Ne. Der hat auch einen Elefant im Porzellanladen so ein bisschen, kommt mir die vor. Ne. Wird sich da jetzt hier, ich habe da ein Recht und da muss man auch mal gucken, wo man ist. Ne? Du mach mal die Augen auf, Mädchen. Steinbach, Schuhgröße 42. Ja, Schuhgröße 42, das hält man in die größere Kopfvermutung. 66 Jahre alt, was will die Frau dann noch? Will sich noch uns beweisen oder was ist da los? Fuchsia trägt sie eine Jacke mit schwarzen Pumps, 1,78 Meter groß. Erika Steinbach, der spuckt trotzdem auf den Kopf. Nee, das ist uninteressant, diese Erika. Die hat sich schon das Genick gebrochen und das Rückgrat. Ja gut, die ist praktisch Frankenstein, die Frau. Das ist ja die 6 Millionen Dollar Erika ist halt, das ist uninteressant. Weg, die Frau, weg. Fritz Wepper, ja nur der Fritz Wepper mit seiner 30-jährigen Bekannten, wenn er schlau ist. Die Frau hat da für sich oder was? Was ist das hier? Angela Wepper, ach die weiß das. Ach dann hätte die auch was am Laufen, die Angela Wepper, irgendwie mit dem Gärtner oder mit dem Lieferant da vom Biodünger oder was weiß ich, hätte die auch was am Laufen. Barbara Schöneberger will 2 Kinder. Ich täte mich freuen, wenn die Barbara Schöneberger keine 2 Kinder in der Welt setzen würde. Das reicht eigentlich. Wir haben ja nur Barbara Schöneberger, die reicht für 2. Die. Das ist auch die. Ja. Und 100 Kondome, 6,97 €. 100 Kondome. Da ist uns ja zu tun, ne? Das ist klar. Und dabei kriegst du dann noch was geschenkt. Ne? Liebeskugel kriegst du da geschenkt. Ne? Eine Vibrator. Noch mehr Kondome kannst du geschenkt haben. Schön. Was ist das? 60 Jahre Deutschland ist das. 1994. 1994. Hey, das ist der Orden, das ist der 94er, den ich dieses Jahr anhabe. Ja, das ist zum Gedenken. Ne? Das ist klar. Das sind jetzt 15 Jahre. Und 94, das war das Jahr, wie ich in den Vorstand gewählt worden bin. Das ist aber jetzt schön. Ne? Michael Schumacher hat da angefangen, das war ein gutes Jahr. Ne? Der Schumacher angefangen, ich angefangen im Vorstand. Das ist schön, ne? Das ist klar. Was haben wir noch? Ne? Was ist hier noch? Die Senioren sind auf Mallorca. Ja, Deutschland wird älter, da kann Mallorca sich schon das drauf einstellen. Ne? Dass am Ballermann demnächst auch Galama gefragt ist und Tonikum und so was, eine Behindertentoilette und was sie da alle einrichten können. Ne? Das ist klar, das ist keine Frage. Stell dir mal vor, du bist 77 Jahre alt und stehst hier mit so einem internationalen Hemd am Strand von Mallorca. Lora aus Oldenburg, da täte ich mich fragen, was tut dir mal an der Hemd an, Mensch, jetzt ist hier noch. Ach, hier ist jetzt ja im Sport. Ich meine, das ist klar, was auf der ersten Seite ist, die Bundesliga trauert um den Robert Enke. Ich sehe hier, was ist das für ein Team, die Hannover-Spieler. Die haben diese TUI-Werbung mit dem Grinsegesicht. Ich hätte ja so mit so einem Mund nach unten, hätte ich dann was gehabt. Ne? Die ganze Gefühlswelt von Jogi Löw ist durcheinander. Der Günther Netzer, der ist ein Teufelskerl hier. Der kriegt so eine Kolumne in der Bild-Zeitung, der Günther Netzer, warte mal ab.
Der fuchst sich, der muschelt sich so weiter nach vorn und 10, 12 Jahre noch, da wird der Bundespräsident, wart ab. Mit der Frisur geht der steil nach Der Uwe Ochsenknecht zum Beispiel. Ne? Stimmt das? Der Uwe Ochsenknecht? Also royal. Der hat einen Panic Room. Ne? Eine Panic Room hat der in seinem Haus am Starnberger See. Ne? Steht in der Mitte vom Schlafzimmer, dann hier überall wie in der Kinofilme, ne, wenn der Diamant geschützt wird, ey, Dinger runter, wird die Polizei alarmiert, GSG 9, Sonderkräfte, Spezialtruppen werden da alarmiert, eingesetzt, Taucher kommen da aus dem See, ne, und der steht inmitten einer Panzerglaskiste, steht der in seinem Schlafzimmer und lacht die aus, die Entführer, ne, oder wer kann da noch kommen, die Einbrecher, ne, die Meuchler, ne, die Zeugen Jehovas, wenn die kommen, schließt du dich da ein, ne? Da hast du keine Säulen mehr. Ne? So was hat der, ne? Ist klar. Jensen Button kauft das Schloss von Robbie Williams, das ist doch verbraucht, also abgewohnt, das täte ich nicht. So abgewohnt Haus kaufen, ich so Geld hätte. Das täte ich nicht. Der Michael Schumacher, der fängt jetzt bei Mercedes an, das ist ja das, was sich alle gewünscht haben. Ne? Das ist ja das, was sich alle gewünscht haben, über Jahrzehnte und Jahrhunderte, ne? Der Motorsportgeschichte. Endlich wieder hier so eine deutsche Schummi. Eins, was nicht passieren darf, der Junge darf sich jetzt nicht kaputt fahren in dem neuen Auto. Ne? Das wäre tragisch, das wäre dann das Schicksal von den deutschen Superfahrern. Ne? Netzklamotten werden in Zukunft alle Netzklamotten tragen. Ja, mit Sicherheit. Sind Sie sicher, das ist der Beckenbauer Franz. Vielleicht könnte man den mal fragen. Ne? Der ist ja kein Unmensch. Ne? Da rufen wir da an, wo der wohnt, da in Österreich, ne? Wo kein Steuer bezahlt. Schön, der Mann. Ne? Unsere Kaiser, ne? Ist auch komisch, ne? Das ist eine deutsche Kaiser und der lebt in Österreich. Der letzte deutsche Kaiser hat ja zum Schluss in Belgien gelebt, wenn ich mich nicht irre, ne? Aber in Belgien muss er wahrscheinlich Steuer bezahlen. Der Scheiße, der Roberto Blanco, was war das dann hier für eine Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf Gut Eiderbichel. Da waren die richtigen Leistungsträger hier. Caroline Reiber. Ich weiß nicht, ob man sich in dem Alter und ob man sich dann noch mit einer Ziege fotografieren lassen sollte, Frau Reiber. Das ist grenzwertig. Der Roberto Blanco hatte eine mega Weihnachtsmütze, hat der auf. Ja, wenn der eine dicke Kopf hat von der Soferei. Mann, oh Mann. Ute Henriette Ohoven. Das ist die mit dem Mädchen hier, das kenne ich, die kenne ich. Die hat die Tochter hier, die bei Hochwasser nicht untergeht und alles. Ja, ja, und der Mann hier, das ist hier die Spitzenkraft hier. Ich muss weg. Ja, genau, das ist Ohoven. Die Modekritikerin Susi Menkes vom Herald Tribune. Wenn ich die Frisur sehe, Frau Menkes, dann wäre Zeit für dich, den so einen Job im Innendienst zu suchen. Oder dunde eine Hut an, die sieht vielleicht aus, und hätte Glas in der Hand und Wurstfinger. Die hätte Finger wie ich. Ist doch nicht schön. Dann nichts mit Mode zu tun. Die Heidi Klum heißt jetzt Samuel. Und ich schon jetzt Namen Rewe. Da eine Verbindung hat, weiß ich nicht. Samuel Rewe, Samuel heißt der. Samuel. Naja, mit diesen Worten